wir sind in die Botschaften, die nennen wir Gott in onze Steena, dat is de boodschap van jou. Ik ga je reden om Gott in onze interruptions, like wat ons dingen passeren in ons leven, Gott in ons luren, en Gott is in onze Steena. Ik dacht zo, ik had het vielleicht soll sein, Gott in onze Lache, aber dacht so, dann würde ich mich vielleicht mit Steiner schmieden. Aber anyway, dit beeld heb ik aufgenommen, dat so een boy bij de 72, en ik dacht zo, wanneer er met middags ik al nog traf, wordt vielleicht niet zo rutschen. Aber anyway, wer wird den Stein da wegnehmen? Das ist die Frau, von der wir ein bisschen denken. Und weißt du, wir haben uns weich einmal Steine. Und ich wollte laut ein bisschen von reden, verschiedene Dinge können sein in uns Leben. Aber wir haben Steine in uns Leben und wir wundern, wer wird den Stein da wegnehmen. Und so Gott in unsere Steine. Und wenn ich sage Steine, das sind Dinge, die die holen. Oder Dinge, die sozusagen in den Weg legen. Vielleicht Dinge, wo du so falls du kosten nicht Eva, du kosten nicht Raum. Und wenn ich will reden und ein Werken, wo Glauben starb und von dort abstand. Und das wäre ein interessantes Werken. Vielleicht wenn ich will so Glauben ist starb, aber das was ich dort nahe. Glauben starb und stund von dort ab. Und so, wir wollen ein bisschen an das Thema denken. Weet je, zwischen dieser Zeit, wo Glauben starb und Glauben war von dort abstand, dann musst du ein Stein weggeholt. Und vielleicht hast du in uns Leben einmal so, dass wenn wir sind fast sozusagen, wir sind auf einer Stadt, was wir nicht näher weiten, wo haben, und Tim, dass wir wieder können, dann muss du ein Stein weggeholt. Oder man einen Stein weggenommen. Und wir wundern, wer wird das tun. So in Markus 16, da sagt es aus der Sabbat dann immer wieder, kauften Maria von Magdala und Jakobus, seine Mutter Maria und Salom, scheinreckende Öl, den Doden anzusalben. Ich will Handy sagen, das so zu machen, dass die frühest ging und groft um den Doden ansalben. Und am ersten Tag in der Weg, tätig zum Morgens, als die Sonne abging, kamen sie grof und sie frühen sich untereinander. Wer an den Stein von der Gruft der wegrollen wird. So wer wird den Stein da wegnehmen? Freitag, jeden Abend, kurz vor der Sonne unterging, dann wird der Stein für Jesus in Gruft gerollt. Und wird ihr dann stark glauben? Da wird nicht einer von Jesus in den Unfall, der wird nach einem Arm glaubt, aus der Stein wird vergerollt. Und ich will Ihnen sagen, wo wenig. Ich war von der ein bisschen träge in der Geschichte an, History würde wir vielleicht nennen, wo wir stark glauben. Und so, die wenn nicht einer von Jesus in den Unfall, ja, ich glaube nicht mal seine Mama, glaubt noch an Arm. Und so ist der Stein da, für der Roll, dann wird alles tot. Dann wird die Hoffnung tot, der Traum wird tot, Glauben wird tot. Alles wat in het eeuwig blijft, is 3 naar oude leven, 3 naar Galilee, 3 naar de vers. En 3 naar de tax gelijk dat je schaaf, wat immer ze hadden gedaan vorher. En zo geloven, dat we gestorben. Dan weet je, wanneer we aan de Geschichte denken, dan vragen we, wer wird den Stein da wegrollen? Wenn der Stein muss da weggerollt, vergeloven, waar wird zum Leben kommen. Und so, wenn wir an diese Geschichte denken, dann müssen wir diese 3 Dinge denken, dass das fällt, das lohnt und das keine kriegt, das geht alle taub. Ich würde Ihnen gleich sagen, dass wenn Sie das verstehen können, dann wird Ihnen die Bibel viel mehr wert sein. Zum Beispiel in alle Bund, da haben wir alle Kriegsgeschichten und wir wundern, was in der Welt Soldat, wir sollen ja nicht zu Krieg gehen, sollen nicht mal scheitig haben, wir sollen nicht tot merken. Die ganze Bibel ist voll Geschichten von tot merken. Und von Krieg und so eine Dinge dort. Und weil ihr dort fällt in das Land und das Königreich, das ging taub. Und so dort fällt, das kriegt ein Land und sie wollen ein Königreich und sie wollen ja in das Land verteidigen, auf dieser Welt, auf dem irdischen Weg, und so dort braucht Krieg, kriegt es von der Welt. Und so das ist eine große Ursache, wo viele von diesen Dingen in der Bibel geschrieben sind, wenn diese 3 Dinge gehen taub. Und diese 3 Dinge ist auch die Ursache, wo wenn Jesus in den Unfall Glauben starb
als de Stein bij ons in Graf wordt vergerollt. Wenn droom weer dood, wenn dit wo sie verleefden, dit wo sie verdräumden, dit wo sie een verlangen hadden. En zo, nu weer het alle uit. In het Oude Testament, du hast de Prophezeiungen van het land, dat zegt, dan kwam de Heer naar Abraham en zei, ik wil die nu komen dit land geven. En weet je, dat land Israël, dat is nu al voor 5000, meer 6000 of wat immer jaren dat is, van als God Abraham dat juist bad van jou, als du sozusagen Kirche was over het land. En dat is van jou, dan hebben we dat heutste Thema in deze wereld, in het land Israël. En als dat er zullen de Palestina door wonen, al zijn dingen staat. Dat is een heute Thema in de wereld. Maar weet je, God juicht Israël naar dat land. Dat volk Israël als dat einzige land, wat Gott zelfs opgesteld heeft, sozusagen, wo hij zich een man uitroopt. En van dit man een volk maakt, en hij juicht dat volk in land, en later hij juicht dat volk in Koninkrijk. Wanneer we denken aan het Koninkrijk, er zijn veel Prophezeiungen im Oude Testament, aber das sagt in Jesaja, zijn Machtreich, moet je dat woord een Machtreich en de vrede ongearm wordt oneindig toenemen. Hij wordt op David zijn troon zetten en zijn rijk oprichten. Nou, je kunt je een ganze rij Bibelversen wijzen, wo Gott verspricht, dat David zijn Koninkrijk, dat wordt voor immer zijn, en zo dat wordt immer weer op David zijn troon zetten, al zo'n dingen staat, verspricht Gott het. En nou dat wordt Rachas van nu en op immer regeren. So dat wordt op David zijn troon wordt zetten. Die wordt regeren. De Heer die alles regiert, wordt dit in zijn Iwa doen. En zo dit is bloos een Prophezeiung van velen, wat de Juden kenden. En zo Jezus in de Nachfolger, zij wisten deze Prophezeiung. Droom wie een Koninkrijk. Droom wir nicht, dass sie würden geraten worden von ihrer Sinn, dann würden sie nun Himmel schauen, dort wir nicht denken. Wenn wir an Erlösung denken von der oder wir denken an den Messias, dann denken wir an das Kreuz, wir denken an Jesus sein Tod und sein Blut, dort wir nicht so dort bei den Juden. Und dort sind denken, wenn wir dort verstehen können, dann merken wir uns some Dinge mehr Sinn, von was sie reden und wo sie träumten und was wir starben, und so eine Dinge dort. En zo de God prophezeit in Koninkrijk. En dat is wat de Juden wisten, dat is hoe ze zich op spetsen deuten, dat is hoe ze op buren deuten, ganz het leven. In Matthäus 2, Vers 2 zegt het, wo is de niegeborene König van de Juden? Weet je, de wijze mannen, ze kwamen van de Jent, vielleicht van Babylon en de Jent, en ze kwamen naar Jeruzalem. Ze vroegen niet, wist de Erlöser, wat een Krieg gestorben van ze zijn. Dat we niet in denken, dat we een verraamde Thema vinden. Ich meine, Gott hat es ja prophezeit im Oude Bund, dass wird passieren, aber dass wir es von dort zu einem und dann ging der andere out. Jesus sagt, sie nicht gingen, ich war sterben, aber das juchend bloß durch, because denkt von der Koninkrijk wie so stark, und dass wir so ein großer Traum, dass alles andere wie sozusagen rausgeblockt. En weet je, de wijze man, als ik kwam ze vroegen, wist ik König. Dat is voor een Herodes zo dol wordt over het ganze ding. Dat is voor een die kleine kinderen doodmerkt, dat ging alle aan een Koninkrijk. Dat er niets te doen met dat er nu een Erlöser komen, die wordt sterven van zijn zin. Dat denken we nog vreemd. En so, zij dachten niet aan dat, zij dachten aan een Koninkrijk. En dan als de engel naar Maria kwam, dan zegt hij, die wordt groot zijn, also dit kind wat u was aan, die wordt groot zijn en in alle heksen zijn zin genannt worden. En God, de Heer, wordt hem zijn vader David zijn troon geven. So sogar de engel, als hij naar Maria kwam, zum zijn, die was een kind aan, en dit kind, die wordt op David zijn troon zetten. En zo dat weer de droom. Hij zegt, hij wordt eeuwig over Israël König zijn. Zijn Koninkrijk wordt niemals in eng nemen. En zo dit is de droom, wat Jezus in de Nachfolger hadden. So dan als zij met Jezus top weer dan hebben, zij interessant, we vieren den dag van de eerste dag naar hem, we nemen dat Palmzondag, maar door kwam Jezus met een ezel in Jeruzalem naar, dat zegt ze steht in Matthäus 21. Zij de dochter van Zion, zij dien König. En weet je, als de mensen schreien, als ze in Jeruzalem reden, en de mensen schreien, ze leden kleider en afstappen waschen, dat had niets te doen met, dat nu wordt Jezus sterven en zijn we van onze zin geraakt. Denken wir nicht so statt. Und so ist sehr wichtig, dass wir verstehen können, für Jesus in den Nachfolger. Sie schreien, wenn ich kommt der König von den Juden.
Nu waren sie eine Königreich abstellen. Nu waren wir der Räume Hus jauen. Nu waren wir uns selbst regieren. Dort wir ihr Traum. Als Jesus gestorben wir, dann haben wir eine Geschichte von 2 Menschen, sie gehen in ein Haus. Das ist nicht durch. Der Traum ist tot. Und was sie sagen dort, wie überhaupt denn, dass heute wie überhaupt denn, dass heute wir die Israel freimachen würde. Dat heeft niets te doen met dat hij wordt Israël van de zin raden. Dat heeft te doen met dat hij wordt Israël vrijmaken van onze vreemde regering. Nou weet je, God had het volk gemerkt, God had het land gegeven, God had een koninkrijk versproken en nu regeert een vreemd volk. Dat is het ganze ding. En zo daar willen ze los zijn. En daar willen ze van weg. Als Jezus groot ver in den Himmel fuhr, wie können sein, vielleicht in der letzten Unterhaltung mit Jesus, in Apostelgeschichte 1. Und als sie sich so getroffen, früh und sie am Haar, warst du Israel, nu waren Königreich herstellen. Und weißt ihr, Lied, wir können uns nicht mal nennen lassen, falls ich mir sage, wir können das nicht ganz verstehen, wo kämmerlich, deub, das verlangen wir in das jüdische Volk, dat zij worden waren in het volk zijn, in de regering, in het land. Zij worden de kop zijn, niet de ziel, zoals God versproken had, dat zij worden zijn, want zij worden aan nu volgen. En zo, dit weer de droom. En die droom, die geloven aan Jezus. En zij geloofden aan Jezus niet in den zin, dat Jezus weer erleiser van zin. Zij geloofden aan Jezus in den zin, dat dit is ons koning, wat in Jeruzalem regieren, wat op David zijn troon zaten, en die wat het volk regieren, wie waren onze vriend gewend, wie waren die sozusagen huisjouwen, en wie waren ons in het volk zijn. Nou weet je, God had in het land gegeven, God had het volk beroepen, God had in sozusagen het koninkrijk gegeven, en versproken, dat wordt niemals abhören. Aber zij hadden nu al voor vele jaren een vreemde regering, in een vreemde regering geleefd. En weet je, dat jüdische volk van ongeveer 700 voor Christus tot 1948. Dat zijn 2648 jaar wat Israël niet een regering had. Dat wat God in versproken had. Dat weer dood, wir in Angehörigen, wir in der Aufgaterie, und das ist eine lange Geschichte, die ich nicht ganz vertellen. Aber das wird der Traum. Und dann ist Jesus, auf das Erde wir, weet je, da wir ein Feuerkönigreich, Daniel vertelt von das. Und die von jenen, was in der Daniel-Klasse wären, wir haben von das geredet, das Assyrische Reich, dort neben Israel, das Babylonische neben Juda, und dann kommt das griechische Reich, und nu, als Jesus auf die Erde wieder das römische Reich in Regierung. In dat römische Reich, dort wir ein sehr ruchloses Reich, die wir ein schrecklich kaltblütig können sein. Eben das Blut rand immer in die Länder, wo Rom regieren dort. Für die Juden wird es eine ganz kämmerlich große Verdämmung. Wenn sie werden Gott sein Volk, Gott hat ihnen das Land gegeben, sie sollen das regieren. Aber nu werden sie all von 700 vor Jesus kommen, also zu Jesus seine Titel 700 Jahre ungefähr, was sie in eine fremde Regierung wären. Eine fremde Regierung regiert ihr Land, nicht mehr tags, all so eine Dinge dort. Und so in Jesus seine Geschichte, da haben wir diese Geschichte von der Herodes-Familie. Herodes der Grote, hij versucht Jesus umzubringen, als ein kleiner Junge war. Und das hat zu tun, wenn Jesus wurde König geworden. Und dann wurde er in seine Familie, sie würden nicht mehr regieren. Wie man denken, sie dachten dort in irdischer Weise noch, dass wenn Jesus wird König wurde, dann würde er die Herodes-Familie ganz anbringen. Das wird der Mord zu der Zeit. Wenn nie ein König hineinkam, dann brachte er die andere Familie an, dass er nicht bei einmal wer wird. Jenem gehen all so eine Dinge wären dabei. Wir haben in der Bibel zum Beispiel die Geschichte, dass Josef Familie von Ägypten zurückkam, wenn der Engel hat gesagt, sie sollen die Hand flechten, wenn Herodes will das Kind dort merken. Dann sie zurückkommen, dann haben wir dann interessante Dinge, ich weiß nicht, die Farce in Hollerwiese, ich kann nicht tiet, aber dann hören sie, dass Herodes sein Archelaus als der Regierer in Jerusalem oder in Juda. Und dann sind Angst. Und dann sagt der Engel in einem Traum zu Josef, sie sollen nach Nazareth tragen. Und weet je, Herodes seine Jungs, dort wären an einer Woche nach Eures Heuwier, und das Archelaus haben wir bekannt als ein schwacher Lehrer,
En dat ooit am zei, so einmal als Passafast wir, Geschichte wird leben, Jesus wird dann nach der Jungen, wir wahrscheinlich mit seiner Familie top in Jerusalem ist das passiert. Aber das Archelaus hat einmal seine Soldaten aus Jerusalem waren voll Menschen, wir in der Passafast. Dann sehen seine Soldaten, die reiten da bloß mank, die hat Menschen und hakten mit ihrem Massage, bei 3000 Menschen waren tot werden. Das ist bloß ein Beispiel von wo das schafft, zu der Zeit in der Welt. Er wird es in das Land wir. Als Jesus ungefähr ein Teenager war, dann wir eine rebellische Gruppe Juden, die gingen in Römer und sie wollen die Römer gewinnen und fangen an zu kriegen in Römer, aber Rom wir viel stärker und gratis. Und so sie greifen sich das und sie kriegten 2000 Juden flängsten weg. Und die Juden hatten das so, dass weit wie bei Jesus in der Kriegsjung, dass am Sabbat musste die Charper rauf sein von Krieg. Aber der Raum leitet nicht und so die 2000 Charpers verfehlten nur ohne Kriezen. Jesus und seine Familie werden sehr wahrscheinlich in Jerusalem, wenn das passiert, auch am dort Passafast, dass das sehr für Menschen werden. Und so das ist die Welt, wo Jesus ben aufpasst. Das ist die Welt, wo Jesus seine Jünger ben lebten. Nachher denke ich, was es zu der Zeit wie wir ein ganzes Tagsystem. Rom hat ein schrecklich hartes Tagsystem. Und so das römische Tagsystem, das mir Sklaven von Menschen. Viele von den Formen in Galilee und in Judäa und die Gegend, die hatten all ihre Wirtschaften verloren. Sie hatten sich also sozusagen an die Regierung verkauft, und dort wird zu der Zeit Mode. Wenn du bankrott gingst, dann verkaufst du die selbst vielleicht zu somebody, was die Wirtschaft übernimmt. Vielleicht kannst du wohnen bleiben und die Chance für Jahre oder so, aber das wird nicht mehr dient. So eine Dinge wären da viel passiert. Und wir weten von der Schrift, dass die Tagsklagter, dort wären sehr verhasste Menschen. Und dort hat zu tun mit, wenn sie den Tags nehmen für Raum, und dann oder von ihren einen Menschen geben dort nur Raum, und diese verhasste, fremde, unreine Regierung. Und so, das jüdische Volk, sie wären ohne Sklaverei. Wir haben die Geschichte von Zachäus. Zachäus, das sagt in der Bibel, er wie ein Förster von der Tagsklagter. Und weißt du, was da passiert? Da wird vielleicht, wollen wir sagen, da wird ein reicher Mann sein in Mexico City. Und der wird sich das ganze Stau, der Cocktail, oder das ganze Jent kaufen mit den, ich meine nicht, dass er sich das Land kauft, aber er kauft sich das Reich zum hier Tags fordern. Und so dann wird er herkommen und dann wird er sich ein von den Jent annehmen und er wird die anstellen aus den Ebersächter, über 100 Tagskollector, wollen wir sagen. Und so du wirst die Office so haben, und dann würden die Tagskollector, die würden uns alle einmal abholen, wenn wir einen Rubien fahren, oder ein Cocktail mit den Tagstoolen, oder wenn wir uns Swift fahren, oder entweder mit den Tagstoolen, oder wenn entweder mit einer Luden kommt, dann mit den Tagstoolen. So das schafft das römische Tagsystem. Wir weten von Jesus, wie ein Tag bei Zachäus, nicht? Wie ein kleiner Mann, der sagt am Baum, als Jesus da vorbeikam, und Jesus sagt, hey, ich muss bei dir von der Onkel sitzen, oder was immer. Und wie Jesus geht da hin, hat eine Mahlzeit. Und weißt du, was er da sagt? Das sagt, dass es kein viel Tagsklagten sind, mit Jesus zu essen. Weißt du, wer das wäre? Dort wären Zachäus seine Tagsklagter, was ohne Arm schaffen würden. Zachäus für einer, was ich heute annehmen von irgendwem, der reicher Mann, was der jemand gekauft hat, zum dort Tagsklagten. Und weißt du, da oben hat die Regierung noch Tags, und dann hatten sie noch einen Tempeltags. Und so das ganze Tagssystem, dort werden da wird eine große Sklaverei. Und so das Volk in das Land und das Königreich, das ist eine Sklaverei, das ist ein Raum, das ist eine fremde Regierung, das ist eine unreine Regierung. Sie können nicht mal ihre Häuser nennen, das werden sie unrein. Und so viele so eine Dinge lesen wir in der Bibel, und wir weten nicht, einmal vielleicht nicht ganz genau, was jetzt hier an. Aber weißt du, wenig sind das alle fatal ist, wenn ich will handelt wie ein klein bisschen verstehen, das Däupe verlangen, was Jesus seine Jünger hatten nun Königreich. Sie wollen mal los von das. Gott hat ihnen das versprochen, Gott hat ihnen das Land gegeben, Gott hat gesagt, die König kommt. Der Engel hat zu Maria seine Mutter, oder zu Jesus seine Mutter gesagt, der wird auf David seinen Thron sitzen. Und das wird nachher nicht passiert. Weißt du, wir haben die Geschichte von Johannes, den Däuper, heißt im Gefängnis. Und aber einmal, als es von ihm anfängt zu zweifeln, wenn er schickt seine Jünger nach Jesus und sagt, like, bist du wirklich deine, was wir lernen? Oder sollen wir noch nur selbst von ihm lernen? Weißt du, was er fragt? Like, das Königreich kommt nicht. Like, wo ist uns König? Du sollst all in Jerusalem sitzen und regieren und mich all von Gefängnis zurück haben.
En so wie man dat verstehen met het volk en dat land en het Königreich, dat je immer taub, dat je taub in ihr Denken, in ihr Kopf. En so dat in deze wereld van Tags, van Unterdrückung, van Dood, van Kriegsjung, van de andere Regierung, dat in deze wereld, wo wir einmal de Nachricht kommt, dass du erst einer am Jordan riefer, wo der predigen dat in Menschentofen. Und die Schrift sagt uns, dass das ganze jüdische Volk ging um Jordan, zum ihre Sinn bekannt und sich von Johannes taufen lassen. Na, weißt du, wohin sie ihre Sinn bekannten? Nicht wen, dann würden sie vielleicht seilig worden und Himmel kennen, aber sie merken sich bereit für das Königreich, was da wird kommen. Und sie schickten Menschen in Jordan, Johannes Frau, best du der König. Aber er sagt, wir nicht. Aber dann kommt Jesus. Und so ist es eine längere Geschichte. Und Jesus lässt sich taufen. Jesus hat nur Folge über dem. Und diese Jünger, wenn die Jesus seine Jünger, wenn die Geschichte haben, dann weiß ich, dass die streiten sich fertig, wer wird der Gradste sein, wer wird an der rechten, linken Seite sitzen. Das auf alle mit dem Königreich zu tun. Sie hatten ein Königreich im Sinn. Sie würden regieren mit Jesus top in Jerusalem, nicht im Himmel irgendwo, aber in Jerusalem. Sie würden das Königreich abstellen. Jesus, seine Jünger, sie merken sich in ihr Denken, am Englisch sagen, they prepare themselves mentally, sie merken sich in ihr Denken rein, zum Regierungsmann sein. Sie wollen mit Jesus top regieren. Und jeder Mal, was Jesus irgendwas redet von Tod oder so was, dann nehmen sie Jesus Verse zu sein, sie sind ja nicht, du wirst nicht sterben. Like wir sind hier. Petrus sagt, sei ja klar, du wirst nicht sterben. Aber dann nehmen sie Jesus fast. Alle Jünger rennen weg. Petrus verliebt Jesus. Und ich glaube, sie hoopten bei der ganz letzten Minute, dass Jesus noch von Kreuz raufkommt. Und er wird nach seinem Königreich abstellen, wenn das Mensch, das König sterben, dort meint verehrt, dass der rein ganze Traum von das mal endlich rauskommt in das Sklavensystem, der ganze Traum, der wird dann sterben. Und dann starb Jesus. Und dann starb der Traum. Und das, wo ich sage, dass den Freitag so ist, dass er den Stein verhalten wieder drauf. Dann wird er Traum tot. Verehrt meint das nicht drei nach Galilee, drei nach der Vers, drei nach der Tagsystem, drei unter de eiserne Fuß von Rom. Das ist alles, was er ewig bleibt. Hast du mal einen Traum gehabt, wo man ein Knall stirbt? Hast du vielleicht mal einen Traum gehabt und die wird nicht in Erfüllung, das ist alle ganz anders ausgedreht? Weet je, wie weten die Geschichte drei checken? Man wird drei checken, aber sie deuten nicht. Sie lebten da beim Kraxusdüf, in der in die Geschichte lebst. Und du kannst nicht drei checken. Du weißt nicht, wer wird uitvallen. Und dann einmal dann Wunder wie. Wer wird den Stein da wegnehmen? Jesus sind die Jünger, sie sind Sinn und Sinnach, sie sind durcheinander, sie wissen nicht wohin. Der Traum des Tod. Nicht bloß dort. Aber die jüdische Lehrer und die römische Lehrer wissen dort, dass Jesus hat nur Folge und die fällt auch ab zu ihm. Und so dort, wo die Jünger saßen, für diese bei der irgendwo in Jerusalem verstärken. Wir wissen nicht wo, aber er Traum wird dort. Keiner glaubt an Jesus. Und was ihr Lied, aus der Frühs nun Graf ging, sonntagsmorgens. Die gingen da nicht durch, wenn sie hatten ihre Glock eingestellt, Glock 5, wenn Glock 6, wo Jesus abstund, und sie wollen nicht auf den Graf sein, wenn Jesus da wieder kommt. Das ist nicht, wo in den Graf ging. Weißt du, wo in den Graf ging? Zum den Toten ansalben. Sie hatten ein Glauben von Jesus, und die glauben wir, dass die Toten, die blieben tot. Da wir glauben. Und so er Traum, der wird tot. Und so wer wird den Stein wegrollen? Wer wird den Stein uit die Weg rutrollen? En die gestorvene Traum. En die Dinge wat zo ganz anders zijn, dass du die immer vorgestellt hast, dass die würden sein. Und so, du wir in Werken gehen, wo Glauben starb, aber bestimmt war er von dort ab. Weil du das sagst, es steht, aber als sie abcheckten, sahen sie, dass der Stein so groß als der wir, all weggerollt wir. Die Zeit, was die früher sich sorgten, die Zeit, was die früher Speizerei kauften und Reitmilch, die Zeit, was sie wundern, wer wird uns den Stein wegrollen, die Zeit rollt Gott all den Stein weg.
En weet je, lied, ik wil je moed merken met dit, dat wanneer we van jou door zijn, de stein is 4 jaar alt, we weten niet wohin, we weten niet waar wat uitkomt, de droom is dood, dat is alle ganz anders, als we gedacht hadden. En voor ons dat het meest een beetje, dat meint niet bloos 3 waren onder dat oude systeem, 3 onder de slaverie, van waar we al zo lang los van willen. Ja, wat in stein de waarheid. En ik wil die ook zeggen, dat is wat du zorgen ist en dat is wat du plans en wunders en schaffst, vielleicht schrecklich zu sein, wo komme ich hier mal raus, dat is schafft Gott. En wat Gott sagt, ist, wirst mich mal vertrauen. Weet je dat ze, de stein, zo groot als die ook wir. Aber die weer weggehaald. En zij komen dan graaf en checken je op en de stein is de weggehaald. En weet je, de Auferstehung Jezus, die ändert alles. Droomt hem waar het treedt zum leven. Ik geloof wie een beetje een andere droom is, wat ze eerst hadden. Geloven zou ik zijn, de geloven leven op. En zij leefden waren aan Jezus. Maar weet je, deze jongen, ze moesten er zijn ändern. Ze moesten een beetje een ander Ziel krijgen, als ze eerst hadden. En vielleicht meint dat bij ons ook zo, dat den Ziel wat we hadden, den droom wat we hadden, dat we really Gott dat rechte denken, dat veel een beetje te weinig. Maar droom, die leefde op. Zij vangen waren aan leven te krijgen, zo te zijn. En weet je wat er passiert? In de nächste 70 jaar. Deze groep mensen, wat de geloven verloren aan Jezus, wat er bloos voor het Koninkrijk leefden en bloos de grootste willen zijn aan dat Koninkrijk. Die groep mensen in de nächste 70 jaar verbreiden dat Evangelium in het ganze Römische Reich en auch weit bezieht. We hebben in de Bibel bloos Apostelgeschichte van waar het Evangelium wat Rom kwam. Maar weet je, die ging alle ween aan. De Geschichte die we zijn, ons wo die hand ging. In den 70 jaar hadden deze, kunnen we zeggen, angeschaute Menschen, deze mensen weer geloven starf, deze mensen wat bloos dat Koninkrijk willen. En zij veranderden de wereld. In de nächste 300 jaar draaiden zij dat Römische Reich aan. En dat Römische Reich neemt de christelijke geloven aan als de religie van het land. En weet je dat we Rome, wat Jezus doodmaakt, dat we even dem Rome, wat vele Christen aanbracht, aber het Evangelium, de Auferstehung van Jezus Christus, die blijft bestaan. De droom, die we opgestaan. En zo de vrouw als weer wat die stein de wegrollen. En wat is die stein? Wat is die droom? Vielleicht is het die Vergangenheit. Vielleicht is het de familie, wo du uitkomt. En dat is die Vergangenheit, een Fehler, wat du hast gemerkt, en de Folgen, met wat du leefst. Vielleicht is het dat du hast duipe zinje, du bist een duipe zinje was. Vielleicht der Fehler, wat du gemerkt hast, du bist duip on je schuld. Er der Fehler, wat du gemerkt hast, wat je als een politie gemerkt hat, in je eigen als twee. Du hast veel schworen ben. En zo dat we zo'n droom op het huis en zo'n vrede, nu hebben we een leven tot merken. En dat is alle waar. En als de vroeger opcheckten, dan wird der Stein weich. En weet je, vielleicht hast du een groter Stein in ons leven, vielleicht hast du een groter Stein in dein leven en de vrouw is weer wat in de weich. En Gott sagt, laat mij in de weich. En sag wel je het moet merken. Vielleicht kannst du von der nicht durchchecken, aber Gott kann. Hij sieht al das ganze Bild, hij sieht jeder Stein, hij weet correct wat er aangeht. En vielleicht will ons geloven met wijn, oder ons dromen met wijn, aber Gott weet wo du bist. Krijg nou wat de stein is, krijg nou wat de droom is. Je weet er wat er al gestorven is, aber de concreet im leven komt, weet je wo wij, en Jezus stond van dood op. Dat heeft alles geändert. En ons ganze geloven hängt aan de Auferstehung. So wir haben Gott vertrauen, amen. Wir haben uns ab Arm verloren. Von der Zeit nicht sein würde, was wieder gehen, aber Gott kann, wir haben uns ab Arm verloren. So ich würde fragen, dass ihr abstehen. Wir haben zu beten, ans Prayer-Team, was hier fern sind. Vielleicht fehlt die Gebet für was. Kommt welch her. Wir haben zu beten. Himmlischer Vater, Dankeschön, dass du da bist. Dankeschön, dass du den Stein wegrollen, dass wir das Graf nicht hin, dass Jesus da rührt können, aber dass wir das nennen können. Und so du hast das alle verändert. Der Traum tritt im Leben. Glauben wagt war ab. Und diese Fall, ja, die veränderten diese Welt für Jesus. Und ich bete, Herr, dass du uns verschalten.
dass wir können diese Welt für Jesus beeinflussen, man all unsere Steine und all die Träume, was man ganz sterben, aber dass wir die wollen klar in uns meinen haben. Wir danken dir für wer du bist und dass du uns live hast und dass du uns vorschlägst. In Jesus' Namen. Amen. Danke schön für kommen. Wünschen dir einen sehr gesegneten Sonntag. Hat einen guten Weg.